Wenn man haut Zeitung opschloen oder an der Television gucken, dann geht dacks Riets vun Naturkatastrophe, vun Umweltkatastrophen. Und da muss man feststellen, dass das weltweit ist, auch hier bei uns am Land. Und da muss ich vielleicht Ursache gucken, ich will die nicht alle opzählen, aber es stellt sich fest, dass für allem Biodiversität, also die Vielfalt von den Arten und den Pflanzen, ganz klar auffällt, doch ja Lützeburg, Ursachen, die sind zum Teil bekannt, mehr hun Eisbachen, riecht gezun, mehr hun Wohnsiedlungen gebaut, mehr Straßen gebaut und so weiter. An als Landwirtschaft das auch zu viel intensiv gehen mit dem Resultat, dass wir hun, dass wir können nachweisen, dass als Artenvielfalt zurückgeht. Aber Gott sei Dank, hun ist verantwortlich, sowohl auf nationalem wie auf Gemengeplan, die Sache erkannt und die haben das auch angepackt und haben es fertiggebracht durch Naturschutzgebiete die Artenvielfalt zu promovieren, ein bisschen an den Vordergrund zu stellen. An einem von diesen Beispielen will ich hier am Süden mit der Gemeinde Schöpfling vorstellen, das ist das Naturschutzgebiet Brill. Wie gesagt, wir sind hier am Brill. Brill kennt ihr von dem deutschen Wort Brühl. A Brühl heißt eng ficht Platz, eng Supp. Der Brill, das ist eigentlich ein Überrascht von dem, was für ein paar hundert Jahre hier üblich war. Das heißt, das normal hier gelaufen. Und wir haben Lias Boden, das heißt schwere Lehmböden. Und das ist ganz klar, wenn du viel Reden kommst, sich die könnt ihr aus Frankreich hier, wenn du viel Regen kommst, sich doch viel Wasser mitbrot. Und dann als regelmäßig, das war von den tiefsten Punkten, als regelmäßig den ganzen Dall, wenn man das so sagt, als überschwemmt gehen. Und das ist ganz klar, dass die Leute nicht begeistert waren, weil sie ganz tags Mengtlang, kann ich bald sagen, Face am Wasser hatten. Am 18. Jahrhundert, das heißt 1750, hat Maria Theresia, damals von Österreicher Heimeister, die hat ordoniert, dass dann die Ölsicht sollte ein bisschen gezähmt gehen, für zu verhindern, dass dauernd sollten Überschwemmungen dann hier sind. Und Maria Theresia hat gemerkt, dass den allen Lauf von der Ölsicht, dass den einfach verdeft ging, verbreitet ging. Da haben die Leute mit der Schöpp, mit der Pioche, mit der Kehre, mit der Pferd, haben dann eben die Ölsicht verdeft, verbreitet, für ein bisschen, dass die Suppen, Brühl, Brill, für die Suppen dann ein bisschen an den Griff zu kriegen. Lange Jahre, bis eben vor kurzem, komme nicht mehr spät nach drauf zu schwätzen, als eben die Ölsicht praktisch da an einem Kanalbett gelaufen, was für die Natur nicht gerade ideal ist, und wir haben dann dürfen fertiggebracht, Naturschutz zusammen mit dem Minister und mit den Gemengen für eben lo, das zu renaturieren und etwas ganz Flottes zu machen. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Platz hier nicht nur für die Tierwelt interessant ist, und hier stimmen wir auch für die Pflanzenwelt interessant, das ist mir logisch aufgefallen. Hier ist eine Pflanze, auf Deutsch, ich weiß die letzte bei ihr nicht, eine Zaunrübe, die ist hier perfekt entwickelt, kriegt Früchte, Rotfrüchte, ist aber echt giftig. Ja. Dafür der Brill ist nicht nur interessant für die Tierwelt, für allem Vogelwelt, kommen wir auch noch drauf, aber wie gesagt auch für die Pflanzen. Kennt ihr die Pflanze hier? Die alle Jungen, die alle Männer, oder die waren noch einmal Jungen, wir waren immer froh mit der Pflanze hier. Die heißt auf Lützeburg hohe Knetze. Das Klied, das ist ein Klied. Guckt, wenn ich das da holen, da gehen ich schon nicht lassen. Ja, hi.
Wir haben das hohe Knetzel genannt, und zwar ganz einfach. Am Hirsch von der Zeit, die ersten, ne? Da gibt es natürlich noch mehr dick. Dann haben wir die gepflegt, dann haben wir die Mädchen die an die Hohe gehalten. Und das war der letzte bei einem hohe Knetzel. Ne? Also die waren nicht froh, weil früher die Mädchen, oh wie auch doch, die hatten ganz tags lang hohe. Ne? Und das war ein Genuss, wenn sie dann die da hatten, da konnten sie daheim kommen. Umgedreht war das aber so, wenn wir ihnen nicht noch gelaufen sind, da waren sie auch enttäuscht. Ja, ich stimme auf dem Areal, wo ich später gesagt habe, wo die Schöfflinger Gemeinde froh war, hier im Boden Last zu geben, weil sie ja da vis-à-vis von der Kirche groß gesehen oder groß ausgebaggert hat. Das heute muss ich sich vorstellen, das war 5-6 Meter mit tief. Und noch super. Wir sind nicht froh, dass das geschieht, da konnten wir aber nicht dran ändern, das andere Zeiten. Ne? Und mehr. Et huet sich ewer zu etwas entwickelt, wo man ewer net ganz Rosen drüber sinn, weil wann den Heilo guckt, heinst du meng den Ferien nach Finnland. Guckt mal Birke rundherum, dat das ewer interessant fir d Natur och. Ich hun ha geschwert vun enger suppiger Platz wo sich regelmäßig iwwer der Dufer geklommen ass an so suppig Plätzen, die waren bei de Leiit net ganz beleeft an das ganz klar war das ganz tags geschitt a viele Gemengen ma jo wat ma mat dem Dreck mat dem Fut an so weiter ma dann ass den mal do dra getippt gin an he ze Schöffling war net dannecht wie gesagt, bis nach Norden um Zweite Weltkrieg, bis an den 50er, 60er Jahren, war einer ein Tipp, Ziderkommers. Zider ist ja recht gebaut gehen, mit der Überlegung, was machen wir mit diesem sogenannten Dreck. Ja, da war dann die Idee aufgekommen, da verbrennen wir sie. Ne? Was auch nicht gerade die idealste Lösung war. Und du hast einen Tipp zugemacht gehen. Die wären normalerweise gibt es so über das Statuten dann lo. Vielleicht geht es so in das Schwarzbier. Das ist auch ein Zucht Schwarzbier. Ne? Aber das Schwarzbier wird eben so mauve ugehaucht wird, auf Deutsch heißt es Kratzbeere. Kratzbier. Das ist ein, ja, also es schmeckt gerade so gut wie Schwarzbier, kann gerade so gut Gebäß machen davon, mit das aber eng echt für sich. Ne? Und heute gesehen ich ist relativ häufig. Ja. Nein, so viele Leute haben keine Ahnung, dass da doch. Aber wenn eine bisschen Fantasie hat, gesagt den gleich aber dem Schwarzbier. Ne? Ja, das schon. Das ist nicht so dick. Nee, mit schmeckt gut. Okay. Ja. Nee, Das war für 20 Jahre ein plakischen Tipp. Eine ganze Gruppe Pflanzen haben sich hier angesiedelt, die ganz selten nicht finden, weil man an der großen Landwirtschaft, an der klassischen Landwirtschaft, den Blumen praktisch keine Chance mehr geben. Es gibt schon immens frei gemeint, es gibt keine Mehrwiese mehr mit Blumen. Und hier hat dann die Natur die Möglichkeit, für sich frei zu entfalten. Das Resultat ist, dass sie noch eine ganze Gruppe Insekten, die können nicht mehr auf so Plätzen leben. Also der Brill ist zwar interessant, findest du eine Suppe, aber nur doch nach anderen flotten Aspekten. Sie können sich vorstellen, so ein wertvolles Gebiet a puncto Biodiversität. Das ist ganz klar, dass sie das erhalten will, will den aber kein Case-Klack drüber machen. Das heißt, der Publikum soll auch die Möglichkeit haben, die Schönheiten von der Natur auch an so einem Gebiet kennenzulernen mit Einschränkungen. Das heißt, Kehrzonen. Da kommt das Publikum nicht ran, weil da wissenschaftliche Erhebungen gemacht werden, die sehen wir nach. Wir haben aber von Anfang an gemerkt, da kommen wir von der Peripherie von dem Gebiet die Leute die Möglichkeit, für einfach ein bisschen da ranzugucken. Und da ist zusammen mit der Natur- und Forstverwaltung, Minister, flotten Leopard gemacht in 2005, als den angelöst ging.
Bon, das Holz an der wëst Holz geht doch futti an so 4 Mol an engem Fichtgebiet. Dat muss erneiert ginn ha gesimmer lo just dats am gange sinn en Deel vun dem Léierpad ze erneieren. Een Deel hummer gesi, wie wir opgange sinn op den allen Dreckstipp. Dat geier doch nach zum Léierpad. An dat schenkt dat das ganz wichtig, net nëmme fir de Grand Publik. Mais et ginn och Aktivitéiten mat Kanner gemaat. A fir d Kanner ass dat jo och wertvoll fir molle bëssen fëschen ze goen mat Episetten. Zum Beispiel de Naturschutzsyndikat Sikona, die mache ganz viel Aktivitéiten mat de Kanner an da sinn so Plazen wertvoll. Los gesimmer just hei, dats am gange sinn steer frisch ze machen, ma ginnne Lommel kucken. Ma ja, hei simmer op der Platz, wo fir un 2 Joer neie Kanal gelöt gin ass vun der Stadt Asch an Kläranlage vu Schëffling, Kläranlage vu Schëffling, die ass jo zouständig fir die Gemengen alle Goerhai. An eng neii Technik si okay grouf mi gemat, ha si riesig Reier einfach mat enger Technik verlöet gin, die hunn deem mat hydraulisch gedrégt. Duch den ënnertem Bodemer duerch hai lernchte Brill bis an Kläranlage. Ich habe vier Runden schon ein paar Mal geschwärzt von den suppigen Plätzen hier, die nicht viel wert waren, wie dann do Ende des 19. Jahrhunderts Miniere kommen sind, an den ausgebeut gesehen, an Schmelzen entstanden sind, wobei Schöffling ja auch ein riesig Schmelz hat. Wo sind die Schmelze gebaut gehen? Nicht op de wertvollsten Terra, dat liegt der Jan, aber meestens op Terrain, die eben manner wert waren. Auch für das Schmelzen war nach etwas, was ganz wichtig war, müsste Wasser an der Gegend sein, für zu killen. Weil, das ist ganz klar, zum Beispiel an einem Walzweg, da brauchen sie viel Wasser für zu killen. Und die haben alle Schmelzen sind lernst Fluss abgerichtet gehen. Und holt Herr Rouge zu Asch. Und dann holt hei Schöfflinger Schmelz, Land Stölzigt. Sie haben dann zusätzlich sogar nach Weihren gelöst, für Kielwasser zu holen, die sind nach da. Und sie haben aber auch Plätze müssen finden, wo sie Schlacken hingefahren haben. Und sie wussten natürlich, Deisen verwehrt an Schlacken, die übrig geblieben sind. Ja, was haben sie mit den Schlacken gemacht? Ganz einfach, ich gesehen, dass es Stimme bei gemalen Schlackentyp. Das heißt, die Schlacken sind immer einmal en Such gin op Terra de neicht wert war, also op Suppe. Awer de Schlackentyp ass net dogangen, de war ze kleng. Do sinn se op sich gangen d'Arbeet fir eng Neiplatz ze fannen, an déi hunn se fand zum Munnerich alling hautfës mat Schlake sinn alle goer benutzt gin. Am Strassebau an den letzten Jahrzehnten, als jo der muss een Bauboom gewircht, an den Autosboom. Loweisen erst den alle Schlacken, die verdecht hai opgetippt gin als de Meer aber schon lo mehr den Naturverwaltung an de Minister natürlich aufdrohe gelos huet, weil den huet hai dat ganz Tal versperrt. War das entstanden aus do wo den Tipp demos vor, mais hunn nämlich do bis op de Fong alles raushölle gelos an de Fonger suppech, war das do e scheine Weile. Hei simmer lo op der Ulsicht wéi se vun Asch rakkend, der gesit Qualitätit vum Wasser, die ass wirklich net extra, die soll awer besser gin, well se lo zum Beispiel och zu Le Tisch eng Kläranlage gebaut hunn. Het hecht auch an de Franzosen, kënnt schliesslich aus dem Frankreich, och Franzosen hunn do eng Hand mat dugepackt. An wat lo ganz wichtig ass hei gesimmer nach Schadech vu Maria Theresia geschwert 1750, wie se hei die Ulzig da riecht gezünn hunn, die ass mé andréiert. An hunn déi riecht gezünn, mi déif gelöet, mi breet gemerert, die war natürlich dann eng en Affloss, méi fir d Natur huet ze net vill mi bruecht. An do ass wie gesot an den 90er Jore schon d'Idee opkom, méi da komme probéieren die Ulzicht
zu renaturieren. Dat das auch geschieht. 2005 als hij dan de Brill renaturiert gehen, an noch dann hannet Kläranlage zwischen Schöffling, dem Dumonshaf, an dem Bierchen, het Lamm Schmillen. Du hast alles renaturiert, gin die Stadt huet Terra opkaft, Gemenge huet Terra opkaft, an hunn dëlt sich dat Altbett zo getippt, an hunn dat an Bett so verlecht, dat meandrieren kann, an dodurch zu etwas mehr Natürliches ginn ass. Es waren een ander Gedanken dabei. Es war auch für zu verhindern, dass zum Beispiel der Reeserbahn, das wusste natürlich sich die Pflicht oder 4 Beteburg Reeserbahn an Hesper, an all Wander oder heinst du auch noch am Freijahr, war der Reeserbahn in der Wasser, Hesper war in der Wasser an so 4, das heißt, das Versicht ging, die Ulzig so breit zu machen, dass sie sich kann ausbreiten, an dummerten dat Heichwasser kann vermeiden, und das hat wunderbar funktioniert. Hier stimmt im Moment Matzen an der Reserve Naturelle, und zwar an dem Gebiet, was auch als Beringungsstation national ausgewiesen ist, wo auch die Leute keinen Zugang haben, weil hier wissenschaftlich Arbeit gemacht wird. Und da sieht man, stehen hier Matzen an den Lütschen, auf Deutsch die Schilf, das ist ein von den größeren Arealen von Lütschen hier am Süden von Lützeburg. Weil der Platz, wo Lütschewursten, die sind rar. Und wie gesagt, hier gehen dann Fulle beringt zu wissenschaftlichen Zwecken, weil wir einfach erstens mal kontrollieren, was für Brutfullen haben wir hier, zweitens, was für Zugfullen gehen hier durch. Und zwar ist ja alle Jahre 2 Monate Zug. Am Frühjahr geht er von Afrika durch Europa bis nach Skandinavien. Und hier spannend, also just de Country, da kommen die skandinavisch rauf, mal bis nach Spanien, respektive bis an Afrika zu ziehen. Und da haben wir dann, wie gesagt, Netze abgespannt. Und wir fangen an die Fullen absolut gute Konditionen, die gehen beringt, die gehen famos. Und da gehen sie Pflege los, und dadurch können wir eine ganze Gruppe interessant wissenschaftlich Donner kreieren, die uns gefehlt haben. Der wir nicht vergessen, die Donner, die gehen zentral erfasst an einem großen Computer, an die haben Zugang aus sämtlichen Universitäten und spezialisierte Institutionen, die dann hier Studien können machen. Kommen übrigens auch regelmäßig Studenten von der Uni Highland, teilweise von Lützeburg, teilweise auch aus dem Ausland, die dann die Arbeit sich angucken. 1981, als das Gebiet hier, was schon direkt nach dem Krieg bekannt war als Hotspot von den Fullenärten, die hier durchziehen. 1981 ist das Gebiet von der EU in Form von einem SPA, Special Bird Area, klassiert gehen, an dem Moment ganz stark in der Schutzgestalt gehen. Natürlich ist es auch ein Naturschutzgebiet für Lützeburg, ein Lützeburger Naturschutzgebiet. Und wie gesagt, im Moment gehen hier wertvolle Sachen gesammelt. Wie die Renaturierung kam aus 2005, du hast das Gebiet natürlich abgewehrt gehen, weil man konnte den Wasserspiegel heben. Plötzlich kann sich hier an Breit ausbreiten. Und dafür haben wir auch stehen müssen machen, weil sonst gibt man bis ein Knie am Wasser stehen. Ja, hier haben wir eine Wasserschildkröte, die aber gut nicht zu Lützeburg gehört, auch nicht an Europa. Das ist eine nordamerikanische Schildkröte, die ausgesät ging als von Leuten, die sie als kleine Biest gekauft haben, die aber sehr wiest, das ist übrigens Fleischfresser. Ander wann d Leiit mir wësse wat ze de mat zolle maan, da setzen ze an Natur aus an sie mecht nëmme schoet, weil sie as
net gut für die einheimische Fauna. Der Brill war lang Zeit der Privatbesitz. An van de Privatbesitz seet, dan denkt de noch als Privatmann, da muss je noch een Rendement kreen over eng Dam, den een gräseren Deel geheiert huet, die huet der gemeng ze mis Pëppelen nuplanzen. Mat dem Resultat, dass die Pëppelen awer net gern hun permanent mat der Féis am Wasser zu stoen, sind die Pëppelen loes bei Stürm ëmgefall, respektiv sie verdiert. An sinne lo op der Position, dats et Gemeng den Terrain Gott sei Dank kaft huet, an dem am Fechte ze summen, muss man iwwerlee wat man machen. Die Pëppele bringen net viel an das geplant. Dei loes oder offleich demol mat een wäch ze machen, an da gift dat ganz drum an Zupselver integriert gin an die natürlich Vegetation, die kënnt dorem opkommen. Eng gut Novel, das geplant aus dem Brill, wat schon Naturschutzgebiet ass, gräsert en deitlich gräs mit groß Naturschutzgebiet zu machen, wo de Pëppelbusch dazu geheiert, wo awer auch op der Äscherseite de Pudel dazu geheiert an den ehemaligen Schöfflinger Tipp beim Zementsvik. Dann hummer do eng gräser Reserve. Dei wir aber net vergise Schöffling als gesehen mat Reserve, mat Naturschutzgebiete. Wir dürfen net vergessen die Alminieren, den Lallinger Birch, der Brucher Birch, die sind auch zum Naturschutzgebiet erklärt gin, immens wertvoll. Und dann last but not least, beim Dumonshaf, vom Dumonshaf bis zur Lamescher Millen, die dat Altbett vun der Ulzig, dat das renaturiert gin an noch do as eng ganz schön Reservenstand.